Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Enemy und ich habe mich anlässlich der großen Debatte über das Jesidentum dazu entschieden, euch mein Statement zu geben. Zunächst aber möchte ich klarstellen, ich bin weder würdiger Vertreter einer Religion, noch liegt es in meinem Interesse, Prediger oder Botschafter einer Religion zu werden. Ich habe es auch nie für nötig gehalten, öffentlich über Religion zu sprechen. Wieso auch? Religion ist eine Causa zwischen Mensch und Übermenschlichem. Gelangt diese Sache zwischen Mensch und Mensch, wird sie meiner Auffassung nach zum Spielball der Politik, und Politiker bin ich ebenso wenig. Die bereits erwähnte Debatte über das Jesidentum wurde ausgelöst durch eine lächerliche Lüge, die aber traurigerweise gleichzeitig der Grund für jahrhundertelang andauernde Verfolgung grausamster Art ist. Es wird nämlich behauptet, dass die Jesiden das Böse vergöttern. Die Wahrheit aber ist, dass nach jesidischer Auffassung die Existenz, gar die Aussprache einer zweiten und zum Böse verleitenden Kraft, die Macht des allmächtigen Gottes und die menschliche Fähigkeit, selbstbestimmt Gutes von Schlechtem zu unterscheiden und ebenso zu handeln, in Frage stellt. Folglich gibt es im Jesidentum also keine Verkörperung des Bösen. Es ist eine pazifistische und vor allem tolerante Religion. Wenn wir auf die blutige Geschichte der Menschheit schauen, sind die Jesiden kein Teil davon. Im Jesidentum ist Gewalt absolut verboten und keine Auslegungssache. Es mag vielleicht traurigerweise wie ein Witz klingen, wenn ich euch sage, dass das Jesidentum nicht einen Krieg begonnen oder provoziert hat, jedoch ist das Gegenteil der Fall. 73 Mal wurden Jesiden Opfer von religiös motivierter Gewalt, zuletzt durch den sogenannten Islamischen Staat 2015, wo Männer hingerichtet, Kinder unter 12 versklavt und Frauen vergewaltigt wurden. Wenn ich von Vergewaltigung spreche, meine ich keine Einzelfälle, sondern systematische Versklavung von Frauen zu Sexsklavinnen, die bis heute in Gefangenschaft vergewaltigt und misshandelt werden. Alles basierend auf der Lüge, die ich bereits erwähnte. Was ändert es an eurer Überzeugung, eurer Religion, eurem Leben, eurem Alltag, eurem Glück sowie eurem Pech, wenn ein anderer eine andere Religion, eine andere Überzeugung oder vielleicht ein anderes Verständnis vom Leben hat, solange er euch in Ruhe lässt? Eben das frage ich euch im Hinblick auf die Jesiden. Das Jesidentum missioniert nicht. Als Jeside kann man nur geboren werden. Dieser Grundsatz allein schon schließt Machtansprüche, Eroberungsgedanken sowie Verletzung anderer an ihrem Glauben zweifellos aus. Das wichtigste Gebet der Jesiden beginnt mit den Worten: O Herr, schütze erst die 72 Völker und dann uns. Es gibt also keine logische Rechtfertigung für die Verfolgung und Diskriminierung von Jesiden aufgrund ihrer Religion. Ich denke, es reicht, meine Freunde. Wir leben in einem Land, in dem wir in Frieden und Freiheit leben dürfen, zweifelsfrei im Hinblick auf die religiöse Selbstbestimmung. Deshalb sehe ich mich umso mehr gezwungen, aufzustehen gegen jede Form der Unterdrückung und möchte auch euch daran erinnern, jede Unterdrückung mindestens so zu verachten, als würde sie euch um ein Vielfaches widerfahren. Denn wer dies nicht tut, wird der Nächste sein. Wer dies nicht tut, handelt fahrlässig, denn er nimmt den Hass billigend in Kauf. Dabei ist es egal, um welches Volk, um welche Religion, um welche Hautfarbe es geht. Wenn wir nicht anfangen, zumindest uns, die Unterdrückten, gegenseitig zu achten, dann achtet uns keiner. Wohin soll es führen, wenn es jedes Mal eine neue Bewegung gibt, dessen Flagge die Leute temporär tragen wie ein Accessoire und nach dem Hype vergessen, als wäre nie was gewesen? Ich fordere euch also auf, die Welt zu verbessern. Zu viele lobenswerte Persönlichkeiten forderten vergeblich auf, aktiv die Welt zu verändern und scheiterten kläglich, denn das ist Utopie in den Augen vieler. Zu viel muss getan werden, um diese sowieso schon verdorbene Welt zu retten. Zu viele Völker gibt es, die es zu verteidigen gilt. Zu viele Probleme hat doch ein jeder selbst. Ich aber sage euch, um die Welt zu verändern, müsst ihr nicht laut sein. Ihr müsst auch nicht groß handeln. Ihr müsst nur euer Denken ändern. Ihr müsst gut denken. Ihr müsst tolerant sein. Ihr müsst einfach aufhören zu hassen. Ist es nicht die Liebe, die das Glück bringt? Ist es nicht die Freiheit, die uns Reichtum bringt, vor allem Geistigen? Ist es nicht der Respekt, der uns allen Frieden schenkt? Ist es nicht der Anstand, der uns von wilden Tieren unterscheidet? Ihr müsst aufhören, über Dinge zu urteilen, die euch nichts angehen, die euch nicht einmal im geringsten berühren oder beeinflussen. Seid euch bewusst, was eure Worte auslösen können. Die wahren sowie die falschen. Seid euch bewusst, dass eure Worte nicht einfach nur Töne sind, die ihr von euch gebt. Seid euch bewusst, dass eure Worte hier woanders zu Waffen werden können, die auf Unschuldige gerichtet werden. Denn ich bin mir sicher, das wollen nur die wenigsten unter euch. Jede Lüge kann den nächsten Krieg auslösen. Und wie wir alle wissen, stirbt im Krieg die Wahrheit zuerst. Wer eine so gewaltige Veränderung wie zum Beispiel einen Krieg für unrealistisch hält, den frage ich, ob er es vor 2 Jahren realistisch fand, die ganze Menschheit eines Tages in Masken zu sehen und Ausgangssperren zu respektieren. Eure Aufgabe ist es also, euch und eure Mitmenschen stets daran zu erinnern, Gutes zu tun und wenigstens Gutes zu denken. Wer dies nicht tut, der wirft den ersten Stein.